Blutfleck da hinterher, also so. Guck mal, da das Häuschen lacht. Also, das gefällt mir. Dem geht's gut im Haus. Hat sogar ein kleines Geweih. Ah ne, das ist ein Baum, wo hinten dran ist. Guten Tag, ihr Leid. Wir sind auf dem Weg da hinten hin. Hätte dann nicht gedacht, keine Ahnung, das ist irgendein Dorf. Was ist denn das da? Oh, das ist ein Fleck an meinem Monitor. Sorry. Ja, wir sind auf dem Weg da hinten in dieses Dorf vorbei, über diese schöne Brücke und diese schönen Steine. Das sieht aber wirklich gut aus hier. Ja, es ist eine Walking Sim I've und da. seen every version of people hurting each other, hurting themselves, and we blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name the thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, wir gehen da hinten. Oh, da unten ist noch irgendwas. Das ist ein Staudamm oder so. Ah ja, 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 ja. Ja, wir spielen Vanishing of Ethan Carter immer noch. So sieht's auch der heutige Tag vor. In dieser heutigen Folge. Ich habe jetzt nicht vor, das Spiel irgendwie zu ändern. Guck mal, da hinten das Haus, das hat aber schöne... Guck mal, ich kann noch ganz langsam laufen, wenn ich mich angestrengt umgucke. Das hat aber schöne... wie heißen diese Dinger links und rechts vom Fenster? Nicht Jalousien, diese äußeren Holzjalousien. Wie heißt das? Was man dann so zuklappt, wenn man keine Jalousien hat. Roller ist es auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Diese Holzdinger da. Die waren cool. Der hat's früher. Also da gibt's ja, damit die... Ja, hier kann ich hier gleich mit meinem Fachwissen in jahrelanger Dingsbums... pass auf. Das ist so unnötig gerade. Ja, das ist egal. Es gibt eh ein Laberspiel. Habe ich so das Ding. Also... Wenn man die aufmacht und dann kommt dann Wind, dann würden die ja einfach wieder zuklappen. Also wenn wir so jetzt das Fenster rausgucken, dann würden die ja einfach wieder zuklappen. Deshalb haben sich dann windige Erfinder, findige Erfinder, keine Ahnung, haben sich folgendermaßen etwas ausgedacht. So kleine Metalldinger, auf dem oben ein Ritterkopf drauf ist, so ein Helm, Ritterhelmkopf. Und wenn man den nach oben macht, dann rastet der ein. Das heißt, dass das ist dann so, gucken so. Und das hier ist das Dingens neben, was ich nicht weiß, wie es heißt, und dann kommt das nicht raus. Außer du klappst das hier um, dann kann das da wieder abschwingen. Ich hoffe, das war verständlich. So. Und das sind immer Ritterhelmköpfe oder Ritterköpfe, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum das immer Ritterköpfe sind. Keine Ahnung. Könnte man da nicht einen Glatzkopf nehmen, wenn es schon ein Kopf sein muss, oder ein Hund oder eine Katze oder eine Maus. Keine Ahnung. Nee, sind immer Köpfe von Rittern. So, wir sind jetzt am ersten Haus vorbeigekommen. Ja, da müssen wir natürlich hingehen, ist klar. Junge, deine Einfahrt ist aber hier, da kommst du aber mit dem Auto nicht gut hoch. Hier, uiuiui. Da ist ein Geländewagen. Vielleicht hat er ein Moped. Also, ich gucke. Ordentlich Holz vor der Hütten. Das ist aber seltsames Kantholz. Das sieht komisch aus. Hat er irgendwo, ist das so Abfallstücke oder so, weil das so kantig ist? Also so keine richtigen Scheite? Keine Ahnung. Kann ich eigentlich hüpfen? Nee, aber ich kann mich bücken. Hüpfen kann ich nicht. Schade. Kann ich... So. Das sieht aber schon idyllisch hier aus. So. Aber so weit sind wir nicht. Ich muss jetzt gucken in das Haus rein. In das Haus rein gucken, wollte ich sagen. So, ich bin heute irgendwie... Sag mal, wo ist denn hier der Eingang? Also, achso. Ja, okay, hier kommst du hoch. Ich hoffe, dass der einen Briefkasten unten hat, sonst wird der Briefträger irre. Sonst bringt er keine Amazon-Pakete. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Was haben die hier? 2 Eingänge? Oh, was ist das? Das ist ein Segelschiff. Ein Segelschiff.
Da fehlt die Türklinke, deshalb kann ich da nicht rein. Okay, die haben gar keinen Briefkasten. Aber wenigstens die Bank vom Haus. Daran merkst du, dass es wohl Sommer sein muss. Sonst würde die Bank hinterm Haus stehen. Da ist ein Text. I invoke the boneless one. The one of voids. Ach du Scheiße. Moment. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den die Winde fürchten. Hört mich. Hört. Großer Gesandter, Pokaloa, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragramm, Weicheon, Stimulamaton. Achso, das ist Dingesbums. Ist er Hempelpi, Appelbrei, Krumbiersupp, Dippelappes. Amen. Genau so heißt das. Ich will jetzt nicht irgendwelche satanischen Dinger da beschwören. Junge, da liegen Dosen. Eine Dosentapete ist auf dem Boden und die wabbert ganz komisch. Nun ja. War das vorhin schon da? Oh, guck mal, da geht's hoch. Sollte ich da hochgehen? Oder soll ich echt in das blaue Ding da reingucken? Oh, das ist noch ein blaues Ding. Ja? Ich muss nicht das machen, was das Spiel von mir will, aber ich bin jetzt trotzdem interessiert, was das... Das ist ein sehr interessantes Spinnennetz. Was? Tauschen? Das habe ich doch eben gesehen. Moment, ich will mich hier umgucken. Da bin ich nicht hochgekommen, oder? Liegt da wer? Nee. Es ist verwirrend. Tauschen? Einfach mal reingegangen. So, wo bin ich? Ah, keine Ahnung. Aber da liegt was zu lesen. Nee, da kann man nicht lesen. Jules Verne. Von der Erde zum Mond. Was ist das da? Mark Twain? Treasure Island? Ich weiß gar nicht, wem das ist. H.G. Wells. Den kenne ich wiederum. H.P. Lovecraft. Und so weiter und so fort. Alles liegt an diesem Ort. Ja, aber ich will hier was lesen und nicht hier angucken. Gibt es nichts zu lesen? Muss ich jetzt wieder runtergehen? Okay. Ich verstehe das nicht ganz. Was dieses Blaue da soll und sollte. Da sind lauter. Ich gehe mal überall rein. Hallo? Kommt mal da schon wieder hoch? Da bin ich doch gerade erst rein. Echt jetzt? Oh, da ist noch was zu lesen. Das habe ich schon gelesen. Nein, das will ich zurücklegen. Das habe ich schon gelesen. Okay, weiter geht's mit dir. Immer noch nicht. Auch schon hergekommen. Und was kannst du hier? Ich glaube, da hinten. Ey, das ist was ganz anderes wie das, was ich gesehen habe. Der bescheißt. Jetzt bin ich schon wieder im Eingang. Okay, ich will nicht in den Eingang reingehen. Moment. Das scheint mir ein Rätsel zu sein. Ja, hier ist gar nichts, oder wie? Warte. Wo war denn? Ich glaube, da muss man die Treppe hochgehen. So, pass auf. Ich da jetzt halt. Sorry, dass ich hier so durchhetze. Mehr oder weniger. Jetzt gibt's gar keine Türen mehr, oder was? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht.
Kommt man nur 3-mal durchgehen oder wie? Aber Mann, nee, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bräuchte eine Taschenlampe. Ich hoffe, ihr seht wenigstens irgendwas. Also irgendwie habe ich es kaputt gemacht. Da geht nichts mehr. Das sind keine blauen Türen. Naja, dann... Wenn nichts mehr geht, dann gehen wir halt. Hm. Nö, da ist keine Tür mehr. Hm. Muss ich das vielleicht wirklich lesen? Also so. Und dann. Ah, gucke. So, jetzt pass auf. Also, wenn ich da hingehe, sehe ich so diese Treppe, die da hochgeht. War da drüben noch irgendwo eine Tür? Nee, ne? Laber doch nicht, da war doch irgendwo, wo man hochgehen konnte. Also, ich sehe in dem einen Ding die Treppe, die hochgeht. So, und hier sehe ich... Das ist auch die Treppe, die hochgeht. Da will ich aber nicht hin. So irgendwie. Mal gucken, aber ich glaube, anders geht es gerade nicht. Okay. Und das hier ist ein leeres Zimmer. Das kann ich tauschen. Oh, das sieht aus wie der Dachboden. Was anderes? Muss noch mal gucken hier. Da war das, was am Anfang da war, das da. Pass auf, ich gehe mal da hoch und ich muss ja dann irgendwo zum Dachboden kommen. Höchstwahrscheinlich da oben. Und guck mal, hier bin ich auf dem Dachboden. Siehst du, da brauche ich gar keine blöde Tür. War ich da vorhin schon mal? Ah, da ist noch eine Tür. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ein bisschen umgucken hier, weißt du? Das scheint immer noch Dachboden zu sein, ja. Ah, da waren die Bücher, gell? Ja, da war ich doch schon. Junge, da war ich doch schon. Kann ich hier rausgucken? Also ja, kann ich, aber ich meine, soll ich hier... Okay, ich bin komplett hier... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man es ja aber auch noch nicht lösen. Jetzt pass auf. Vielleicht kann man es ja noch gar nicht lösen. Vielleicht muss ich ja erst noch woanders hingehen. War ich auch noch nicht. Ich guck mal zumindest mal, ich will zumindest mal alle Räume gesehen haben, ne? Scheint so das Wohnzimmer gewesen zu sein oder so. Und da bin ich reingekommen. Ja, guck mal, hier kann ich jetzt halt nicht wechseln. Wieso kann ich hier jetzt nicht mehr wechseln? Komm. Da rein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Da waren wir schon mal drin. Das scheint ein Esszimmer zu sein. Da war ich noch nicht drin. Hm. Also ein ziemlich dunkles Geschunkel. Dunkles Geschunkel. So, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Sehe ich das richtig? Doch, da raus. Hm. War ich hier schon mal drin? Hier ist gar nichts. War jetzt um die Ecke.
Was hat das mit der Musik auf sich? Manchmal ist da Musik und dann ist sie wiederum weg. Ist das nicht der Eingang? Ja, aber das da unten ist auch der Eingang, ist das richtig? Ja, ja, das ist auch der Eingang. So, so eingängig ist das hier. Okay, komm, einmal mache ich das Ganze noch. So. Du bist ein Lügenbold. Ist das vielleicht so wie bei Ocarina of Time oder so, wo man dann so hinhören muss? Da, wo Musik herkommt, musst du hingehen oder so? Ich kann hier wieder nirgends wechseln. Also manchmal kriegst du halt angezeigt, dass du wechseln kannst und manchmal halt nicht. Da, jetzt ist Musik wieder da. Was ist das da hinten? Nee, das ist nix. Okay. Also noch ist Musik da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So, ich schlapp da jetzt halt einfach durch. Was ist das hier? Ja, nix, ne? Ich habe aber auch kein Gefühl für dieses Haus irgendwie, weißt du? Also da sollte keine Mauer sein. Das sollte so ungefähr aussehen. Hier wiederum könnte eine Mauer sein, oder nicht? Nee, das ist ja... So, raus. Ist mir zu verwirrend. Hab da keine Lust drauf, so. Nee, sorry, aber keine Ahnung, was man hier machen soll. Immer nur durchs Haus laufen. Vielleicht gibt's da irgendwo später eine Erklärung oder so. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal gucken. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Schon wieder so ein Stromhäuschen. Würde ich wahrscheinlich eh nicht rein können. Ah, guck mal da. Ja, aber da ist so ein Ding. Was macht denn da diese... Genau diese Geräusche da. Ja, dann gehen wir halt in die Villa. Ja, aber wenn die doch Strom haben... Ja, okay, die werden es nicht bezahlt haben. Ist natürlich kein Strom da, wenn keiner ihn bezahlt, den Strom. Die haben auch ordentliches Holz, aber guck mal, die haben schöne Holzscheide. Müssen wir aber noch ein bisschen spalten. Guck mal, da ist ein Wasserzapfgerät. Hier geht's nicht lang. Und da ist die Eingangstür, oder wie? Ich gehe nochmal drum herum, vielleicht finde ich ja... Nee, ach, das sind Ziegelsteine oder so. Vielleicht finde ich ja irgendwas, aber ich glaube nicht. Nee. So, dann gehen wir mal in dieses Haus rein. Ich hoffe halt... Oh, kann ich da? Jawohl. Abkürzung. Geil, guck mal. Kann man hoch? Da kann man durch. Sieht alles normal aus bisher. Ja, das ist doch schon mal gut. Hey, das kenne ich. Aua, mein Ohr juckt. Das habe ich vorhin gesehen. Das war das erste immer, wenn du durch die Tür guckst. Da hast du immer genau das gesehen. Da kennt man dieser blöden Lampe. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Nun. Alles klar.
Ich habe da eine ungefähre Ahnung, did you was do? los ist. What did you wake up? Nothing. I found. Hey, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Bücher? You can feel it, right? Something coming from the Vandergriff house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. He must be punished. Also, meine Idee, die ich habe, ist folgende. Das ist ein Baum. Dass man, wenn man unten reingeht, so portalmäßig, ist auch schön blau, wie bei Portal, dann oben in dieses Haus kommt. Und man muss jetzt quasi so, wie wenn man in dieses Haus geht. Oder so. Das heißt, wir würden da hochgehen, ne? An dem Zimmer mit der Lampe. Hochgehen. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses Geplapper soll. Schläfer. Travis, leave the boy Ich alone. erschreck mehr wie I alles see how andere. you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Moment, war das jetzt also storymäßig so, dass Ethan wohl den Schläfer geweckt hat und er muss jetzt bestraft werden? Und Travis war der dann Ethan bestrafen wollte, indem er ihn auf die You Gleise have to schnürt? help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Okay, das ist also irgendein Kult oder sowas, die halt gesagt haben, sie brauchen ein Menschenopfer. Das wäre dann wohl ich. Also nicht ich, Ethan. So. Jetzt gucken wir uns da oben noch um. Ein geheimes Zimmer, hat er gesagt. Nee, da war mal genau, das sind die Zimmer, die ich in dem anderen Raum da schon war. Ja, da ist auch dieser Lappen da, den man dann so sieht. Der Lederlappen. Aber was es ist... Not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Da hinten sind dann die vielen... Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Mhm. Ich habe übrigens gerade ein Achievement gekriegt, dass ich das Heim der Carters besucht habe. Ja, aber dann gibt es jetzt kein Rätsel mit dem Blauen da. Wenn das, ist das jetzt hier das Wandelhaltelheim? Ich dachte, dass da unten wäre. Ah. Seltsam, seltsam, seltsam. Alles ist so seltsam. Hör mal, ich hab keine Ahnung. Na, vielleicht, wir haben ja jetzt hier Blabla gehört, ganz viel. Vielleicht haben wir jetzt was freigeschaltet. In dem anderen Haus da unten oder so. Guck mal, da hinten ist ein Weg, der führt da hoch. Was ist denn da oben? Gibt es da unten noch was? Ich muss erst gucken, ob es da unten weitergeht. Der führt da runter. Das ist eine Art Höhle. Ja, jetzt bin ich schon... Ja, aber das ist ja der offensichtliche Weg, oder?
geht doch eigentlich lieber als den nicht offensichtlichen. Was plätschert denn da? Ja, Wasser ist mir schon klar, aber... So. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting, whenever I return, to bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things, memories without homes. Guck mal, wir sind jetzt wieder... Weißt du, ich sag so, da ist ja nix. Das ist ein großes Herz, guck mal. Da ist ja nix, nur weitere Straße. Aber jetzt bin ich schon zu weit gegangen, um nochmal zurückzugehen. Wer kennt es nicht? Ich bin ja gut zu Fuß. Ich bin ja ein guter Detective. Großes Lungenvolumen. Okay, hier geht es jetzt 2 Wege hoch. Einer links, da oben ist ein Haus. Bevor ich mich da links da hochgehe. Oder da. Ach, das ist wieder so ein Stromhaus. Die mag ich nicht. Da kann man nichts machen, die sind halt einfach da. So. Also noch ein, das ist aber ein verschlossener Tunnel, da muss man natürlich gucken. So, also, Moment. Das ist wahrscheinlich richtig verschlossen. So, was steht denn da drauf? Moment, kann ich mich bücken irgendwie? Das ist halt verschlossen. So. So. Also, wir verbessern unsere Ortskenntnis. Wir sind dabei, jetzt mal so einen Überblick verschaffen bei uns. Wir laufen nicht kopflos umher, wir verschaffen uns einen Überblick. Das ist ein Unterschied. Ja, genau, Überblick. Und dann müssen wir da hochrennen. Was ist denn das für ein Weg? Da kann doch nicht mal mehr ein Unimog hochkommen oder so. Kannst du doch nicht bringen, Mann. Wie will denn da der Forstwirt durchkommen? Guck dir das an, hey. Was das für riesige Felsen hier sind. Das ist ja unglaublich. Vor allen Dingen krass, wie der da hochrennen kann. Jeder andere würde sich schon alle Haxen gebrochen haben. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Woher weiß er das? Das sagt er doch selbst nur so. Da scheint so ein bisschen Weg zu sein, weil ja. Es scheint aber auch nur so, ne? Oh, obwohl, kann man da noch hochgehen? Nee, das ist ja, da ist schon zu. Sieht nur so aus, als wäre da ein Weg. Aber wir müssen ja trotzdem gucken, dass wir da nichts verpassen. So. So, da die... Ich will ja nicht mal sagen, dass das eine Straße ist. Ja, den Weg da runter. Und jetzt ordentlich die Haxeln gebrochen. Ist da irgendwas? Kann ich... Nee, da ist auch nichts, oder? Kann ich ja durch den Wald durchgehen? Ja. Oh, jetzt nimmer. Oh, da ist eine Kirche, die habe ich gar nicht gesehen. War das die, wenn man unten von dem Haus da unten? Können wir ja gleich mal gucken, ne? Wenn man von da direkt hochgegangen wäre, wäre man wahrscheinlich an die Kirche gekommen. Kann das sein? Kann sein. Muss aber nicht.
Jetzt renne ich da drumherum. Alles, was irgendwie sehenswert ist, renne ich einfach vorbei. Ja, weil wir überschaffen uns einen Überblick, habe ich doch gesagt. Irgendwie komisch hier. Ah ja, da guck. Das war das Haus, genau. Also war ich ja doch richtig. So, und jetzt will ich aber querfeldein rennen. Wenn ich kann. Muss er hier. Oh, das ist aber ein schöner. Wie heißt der Baum mit dem weißen Dingen? Ah! People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Does death bring peace or suffering? Soll ich ihm das beantworten, habe ich noch. Would you prefer anonymity over notoriety? Do you feel victory when your words cause pain? Do you take that? Das ist schon die vierte Frage. Is betrayal caused by inequality or injustice? Does sin come from the heart or the mind? Bin gleich da. Oh. Ist, aber hier kannst du im Wald kein Feuerchen machen. Oh, wie das seltsam ist. Guck mal, jetzt sieht der Baum da links, der sieht voll nah aus, aber sobald ich mich zu ihm drehe, ist er weiter weg. Das ist ja egal. Lesen. A beautiful woman sat by a river. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zu Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Was? Ich kann wieder mal meine Mutter schön machen. Jo! Und dann bringt sie das Kind weg. Ja, das ist schon sehr sinnbildlich, ne? Finde ich. Also so. Slave ist halt schöner ohne Kinder. Das ist so quasi das, was das hier sagt. So. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Also, ist das alles nur Einbildung, diese ganzen Welten und Mystik und sowas? Ist das alles nur Einbildung von Ethan? Ist der halt so ein, wie sagt man, Tagträumer? Irgendwie? Ja, aber was hat es dann mit diesem Schläfer da auf sich? Und gefesselt wurde ich ja, also, wieso sage ich immer ich? Bin ich Ethan? Nee, ich bin der Paul. Paul Popaluzzi oder wie der heißt. Egal. Lesen wir das nochmal? Ne, das haben wir schon gelesen. Aber das da will ich noch lesen. Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Okay, die Mutter wollte wohl, dass er ein bisschen geerdeter wird und nicht so viel Fantasie hat. Und das hier ist dann wahrscheinlich nicht eine Hexe gewesen, sondern der hat halt von seiner Mutter geredet. Und der Baum da ist auch kein Geweih dran. Das ist wahrscheinlich einfach, hat er sich das Feld selbst gebaut oder so.
So, wo war ich denn eigentlich gerade? Ah, stimmt, ich bin hier querfeldein hochgerannt, glaube ich. Und wollte eigentlich an eine Kirche oder so. Aber wo auf dem Berg steht die? Na, da wo ich hinkomme. Ah, da oben ist sie. Gut. Oder ist auch irgendwas. Guck mal, was ist das? Ah! So leider. Jesus Christus. Man sieht mich um die Kirche schleichen. Ah, da hinten ist irgendwas. Untersuchen. Jetzt aber nicht Gräber ausbuddeln, oder? Oh, das ist Blut, oder? Zeichen eines Kampfes oder sind Fußspuren? Verschiedene Fußabdrücke. Keine Blutspuren? Tötet verwundete Opfer? Blutfleck. Ich versuche mal den Weg hier zurückzugehen. Ne, sind alles Steine. Ich glaube, wir sind hier im nächsten Rätsel. Okay, da ist eine Kirche. Das Schlimme an diesem Spiel ist ja, wie gesagt, es ist kein Horrorspiel oder so. Aber weil es halt die ganze Zeit so gechillt ist, wenn dann mal was passiert, ich krieg da voll einen Herzkasper, ey. Hat's ja eben gesehen, als dieses Hexenfilmchen da losging. So. Blutfleck da hinterher, also so. Guck mal, da das Häuschen lacht. Also, das gefällt mir. Dem geht's gut im Haus. Hat sogar ein kleines Geweih. Ah ne, das ist ein Baum, wo hinten dran ist. Das Kryptas. Kryptasen. Oh. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Ja, alles richtig. Was? Apfelbrei? Fallen gelassen, Arbeit unterbrochen. Wandergriff. War das nicht das Haus, wo wir vorhin drin waren, wo sie gesagt haben, wir sind in dem Wandergriff-Haus? Komm, da sind noch zwei, die gucke ich mir jetzt vorher noch an. Nee, da komme ich nicht rein. Da war was. Untersuchen. Oh, das ist eine kleine Lampe oder so. Verbrannte Streichhölzer, Ölkanne. Beschüttetes Öl. Ein runder Fleck. Öllampe? Öllampe? Ja, da. Okay. Wäre natürlich nicht schlecht, weil ich eine Öllampe finden würde. Wo ist er denn? Da. Da. Da ist irgendwo eine zerbrochene Öllampe. Irgendwo. Das sind ein paar Balken, die aufrecht stehen und Holz, das rumliegt. Und Glas oder sowas auf dem Boden. Ah ne, das ist ein gescheckter Boden. Da hinten? Da in dem Uhrenturm oder wie? Ja, jetzt müssen wir da natürlich schon reingehen. Komm, das kriegen wir noch hin, da gehen wir noch rein. Ah. Okay. Ziehen, untersuchen. Griff, Griff. Krähe, Krähe. Krähe. Da liegt irgendwo eine Krähe draußen. Neben einem Grab, in der Nähe von der Figur. Okay. Aber ich kann hier nichts sehen. Ich muss wohl zuallererst die Öllampe holen. Aber die Krähe können wir schon mal holen. Also, die Figur, die stand da unten irgendwo. Da, glaube ich. Da vorne, oder? Da. Da vorne ist die. Und dann ist hier irgendwo ein Grab mit einer Krähe. Also so. Irgendwie. Ich glaube, ich bin zu nah. So.
Ah. Sehr gut. Krähe gefunden. So, nehmen wir mit, ne? So, und dann bräuchten wir noch eine Öllampe. Eventuell auch mit Öl. Und das war so hier drauf gezeigt. Also hier auf diesen Turm. Weil da runtergehen kann ich nicht. Okay, um in den Turm zu kommen, muss ich wohl ins Haus. Und da bin ich auf der Rückseite gerade und nicht auf der Vorderseite. Das ist natürlich doof. Nee, da ist zu. Ja, halt vorne reingehen. Den Rabe, hätte ich den vorher jetzt schon finden können? Oder erst jetzt, wo ich gesehen habe, dass da einer liegen sollte? Okay. Eine Kirche im Dorf. Ja. Okay, dann haben wir ja heute sehr viel erlebt. Wir haben unsere Ortskenntnis verbessert. Und uns umgeguckt. Und dabei noch einen Ort erkundschaftet. Das ist doch was. Kann man nicht meckern hier für ein Entdeckerspiel. Keine Ahnung. Morgen geht's weiter, da gehen wir in die Kirche. Weil ja morgen Sonntag ist. Ich habe keine Ahnung, wann die Folge rauskommt. Wäre aber lustig, wenn es wirklich Sonntag ist, weil jetzt könnt ihr trotzdem mal in die Kirche gehen. Weil da... Nee, geht einfach nicht in die Kirche. Was wollt ihr da? Ist langweilig da. Hopp. Bis morgen. Knöpfchen drücke. Tschö. So, Leute in die Kirche schicken. Mhm.